E schönen Tag gewünscht vum Eurobotik RMPC-Partner aus dem Norden. Wie das gesit sind wir an engem Workshop. An das kriget Downloaden bzw. Ruflöden an das zwar von Videoen an Musikstecker, insbesondere für YouTube, Facebook an noch vielen andere Seiten. Das ist nicht so einfach als das hat die Vergangenheit bewiesen. Es gibt divers Programme an Appen und so weiter für das zu bewerkstelligen. Aber schon doch ganz viel probiert. Und das man immer Empfehlung, dass die nie oder die anderen nicht funktioniert hat, und dass sie nur der Ballseite funktioniert haben. Und wieder von mir das wisst, sind ich immer für die Stufe ihr etwas rauszusichern, was funktionell ist, was gratis ist und wo einfach zu handeln ist. Es geht also los. Wir machen ein Beispiel beim Firefox-Browser, beim YouTube zum Beispiel. Wir wollen bei YouTube ein Video hochladen. Wir starten also dazu als Browser, in diesem Fall der Firefox, gehen halt bei YouTube. Ich mache ein kleines Video rausgesicht, den dauert immer 10 Minuten, dann ist der Download auch nicht so lang. Im Moment haben wir ja kein Way für das Video hochzuzählen. Pausieren heißt das geht als Kamedi. Und gehen du auf die Seite, die ich in das Video verlinkt habe. Die wisst ihr, dass ich alle Linken immer in dem Video aufweisen. Also, sie machen hier bei einer Seite, die nennt sich safefrom.net. Und da hat er schon direkt einen Install-Button für die zu installieren. Hier sieht danach die Seiten, wo er kann Video downloaden. Und dann noch bei Facebook, was man den finden, wenn er downloadet hat, so viele Videos, die da angewiesen kriegt. Und das ist evident, dass hier eben die richtigen Rechte fallen. Also, ich weiß nicht, das ist für mich einfach. Mir installieren. Dann kein Fenster auf, mir so eine Datei speichern. Dauert ein paar Sekunden, klicken hier auf den File, wo ein Download ist, und starten und ausführen. Dann ja drücken, Kondition general akzeptieren. Aber alle Browser, bei mir ist das just der Firefox schon im Menü. Weil er gesehen, wie der ist gesagt, wir kommen dazu später an Details zurück. Oder du hast die Sache eigentlich schon fertig. Wenn du das geschieht hast, braucht keine Panik zu. Bei mir ist das eben noch so. Wir machen den Browser ein Kürze. Und wir starten den Browser neu. Also der Firefox in dem Fall. Ja? Wie ihr seht, hast du auf den kleinen File kommen, einen geringen File kommen, mit einem Fragezeichen. Du sollst direkt dort klicken, für zu sagen, okay, heute machen wir einen blauen Bildschirm, den machen wir so mit einem X. Und hier da die so Informationen von denen wir geben mich später auf nachher an. Wollte ich just nach einem Beispiel weisen, wie man bei YouTube verfahren. Starten also irgendein Video von YouTube und dann durch, voilà. Ich pausiere den hier. Du siehst da hier innen, hier können wir auch hier drücken. Hier könnt ihr das Video, die Maximalqualität von 360 Pixeln. Wenn mir ein höheres Video hast, da steht eben 720 oder wie auch immer mehr. Dann hat er Möglichkeiten für zum Beispiel eine MP3 zu starten an der 360er Qualität oder mit Musik rauszuholen am MP3. Wir drücken hier MP4 360 an den Download als umgegangen. Wie seht ihr hier, es geht ganz fix und es funktioniert. Anders habe ich noch keine Website gefunden, wo es nicht gegangen ist. Wenn wir hier an den Ordner gucken und dann haben wir eben hier die Videodarstellung. Wir können von daher speichern, wie auch immer. Wir fahren gleich weiter. Wie schon gesagt, ein kleines Beispiel noch vom Facebook. Ich habe hier einen kleinen Screenshot gemacht von meiner Seite. Ich wollte natürlich nicht logischerweise mein ganzen Face-Seite weisen. Man ist ein bisschen groß von dir, also ein Video hier gut wie ich. Und die macht das Video, die poppt up. Und dann hat er hier, wenn er den Save vom .NET installiert hat, ein kleiner File, wo du da kannst draufklicken und noch ganz normal wie bei YouTube oder bei all den anderen Seiten downloaden. Das ist so evident, dass beim Facebook und ich da schon ganz viele Downloader gesehen, die das überhaupt nicht auf der Reihe kriegen. Gut, wenn wir das hier mit klein geht noch kurz erklären bei Darstellungen, das nicht allzu viel. Wenn er zum Beispiel den File geopnet, braucht er eigentlich nicht. Die man denkt, ja, da könnt ihr auf hier Seite kommen, da könnt ihr einen Refresh machen, da könnt ihr eine Fehlermeldung machen, wo dann irgendein dramatische Problem da auf einer Seite existiert. Und dann die kleinen Darstellungen, die ihr könnt machen,
Da steht links Handhaben zu Dateihoster, zu Medienhoster. Auch schon die zwei Sachen probiert, zu schalten. Schon keinen Unterschied gemerkt. Nicht unbedingt wichtig geht. Hier, die Formate, die in deren zum Beispiel bei YouTube stehen, wer da ugewiesen kriegt oder nicht ugewiesen kriegt. Da steht links ausblenden, natürlich da kriegt nicht mehr FLV an MP4 ugewiesen, weil sie nicht ausgeblendet gehen. Wenn der nachher wieder will. Und dann noch in drunter Dailymotion, Vimo und so weiter, wer da auch könnt, wo doch kann eben aktiv gehen an den Download für ihr machen. Voilà, Tipps für UWD anblenden, das können alles losen. Das sind die UMI, das ist ein bisschen Werbung, kann ich ausschalten. Webstatistik-Tracker, das ist ein bisschen, wenn da eine Website sieht, geht natürlich gerne verfolgt mit ihren Cookies und so weiter, für eben ihre Reklamen zu schicken. Kann ich ausschalten, wie auch nicht, oder auch nicht. Wenn ich einen Blocker drauf hat, dann brauche ich das sowieso nicht. Erstellungen sind da nicht zu machen. Ich hoffe, dass da ich ein bisschen geholfen gefallen, weil das nicht so evident so einen Download zu finden, den die ganze Package du kann und noch wirklich nicht aufstürzt und immer zur Verfügung hat. Das ist eben das, was ich Gesicht tun, an ich an diesem kleinen Workshop rübergebracht habe. Dieser Platz soll ich merci für die Nullstellen und soll ich ein schönes Merci vom Eurobotik RMPC-Partner aus dem Norden.